Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum. Und ich habe hier, also gestern haben wir ja diesen Kampf gemacht. Und eigentlich wollte ich ja hier hingehen, um mir einen Segen abzuholen, dass ich fürs nächste Gefecht, was dann das wäre, gut gerüstet bin. Aber, was haltet ihr denn davon, wenn wir hier hingehen? Ist doch auch nicht schlecht, oder? Weil diesen Segen werden wir nicht brauchen, aber da haben wir vielleicht längerfristig was von. So, Speicherstand geladen und dann kriegst du doch wieder eine Auswahlmöglichkeit. Okay, gut. Was wollen wir denn? Kopfbedeckung des Fallenstellers. Wird der Zug in einem Busch beendet? Chance von 50%, ein Zug lang verborgen zu werden. Oder Münze des Raffzahns, bla bla. Oder geborstenes Mikrofon. Schlechte zählen immer als perfekt, während perfekt... Okay, das nehmen wir schon mal nicht, das geborstene Mikrofon. Der Münze des Raffzahns... 1% pro 30 Gold, also eigentlich können wir nur mit dem da wirklich was anfangen. Aber eigentlich können wir mit gar nichts was anfangen. Ja, aber mit dem wenigstens ein bisschen was. So, jetzt lass mal gucken. Alles klar. Gehen wir da mal hin. So. Und dann gucken wir mal. Los geht's. Auf geht's los. Los geht's los. So. Ich bin hyped. Wir werden sie alle platt machen. Oh. Ist das auf einem Inka? Das sind neue Frösche oder was? Hinterhalt. Ja, danke. Was war? Was? Wieso? Ja, wieso machen die jetzt alle Fallen? Treten sie... Moment. Oh, das tut bestimmt weh. Ja, tut es. Alter, mein Hinterhalt ist was Feines, ne? So, jetzt kommen noch die Pflanzgis. Ne, die wollen nicht. Aber sehe ich das richtig, dass hier Fallen auf dem Boden war? Und der ist reingedappt. Gefangen. Ein Zug, tatsächlich. Okay, ja, habt ihr toll gemacht. War das so eine Falle? Eine Stachelfalle? Ja, war es. Dann gucken wir gleich mal, nicht, dass da noch irgendwo sind. Was ist denn das da hinten für ein lustiger Busch? 15% Verfehlenchance, verursacht beim erstmaligen Betreten im Gefecht 30 physischen Schaden, weil es ein schneidender, üppiger Busch ist. Okay. Gut, wir müssen also irgendwie... Hab ich was verpasst? Ach, da oben. Ich hab gerade Angst gehabt, dass mein MVP nicht da ist. Das wäre schlecht gewesen. Okay, pass mal auf, was ich jetzt mache mit dir. Ich zieh dich zu mir. Zack, in der Falle drin. Und ich bin unsichtbar und er ist vergiftet. Ist es nicht schön? Das ist ein normaler Busch, ja? Ich hoffe, dass die Frösche nicht schon wieder mich wittern können. Ich bin doch nämlich unsichtbar, weißt du? Oh, von den Dingern haben wir sehr viel. Die werde ich jetzt gleich benutzen. Wurmfallen haben wir noch viele. Und ganz viel heilendes Pulver. Ich werde mal eine Wurmfalle benutzen. Und es auf... Die sind alle gefangen. Ich werde hier eine Wurmfalle hinlegen. Nein, ich werde sie hier hinlegen. In der Hoffnung, das ist hinter einem Busch, richtig? Dass ich da nicht reintrete gleich. Irgendwann muss es ja mal klappen. Irgendwann. So. Also, wir müssen gucken, dass wir den da oben erstmal klein kriegen, ja? Kann man dich... Was ist das da für ein Busch? Heilender, üppiger Busch. Erlittener Schaden 15. Angriffe haben plus 15 Verfehlchance gegen eine Einheit. Heilt bei erstmaligem Betreten im Gefecht 15 Lebenspunkte. Da könnte man ihn reinmachen. Und dann... Da... Gehen wir da hin. Ah, siehst du? Tatsächlich. Hat funktioniert. So, und jetzt darfst du zuhauen. Und jetzt darfst du zuhauen. Ja, mach mal so. Ah, hat sogar gepasst.
Jawohl, es ist vorbei mit ihr. Er hier wiederum darf sich da einfach reinstellen. Und darf dann auf Sicht spielen. So, Guti. Mir fiel nichts anderes ein. So, was ist denn eigentlich? Wieso ist der Kadaver da? Okay. Abracadabra. So, jetzt pass auf. Folgendes. Folgendes würde ich gerne machen. Kann ich auch dahin? Moment. Kann ich auch so gehen? Und dann mal gucken, ob ich jetzt reinspringen... Oh ja, das ist gut. Das ist gut, da treffe ich nämlich 2. Sehr schön. Und er hier... stellt sich hier vor ihn und trommelt natürlich Abwehr auf ihn. Ganz klar. So, ganz klar. Ganz klar. Guti. Dreh dich vielleicht drum, dass du nicht von hinten... Oh, hinten angefallen wirst, wollte ich sagen. So, jetzt pass mal auf. Ja, okay. Ich dachte gerade, natürlich greift er sofort meine versteckte... Was macht der da? Hat er gepupst oder was? Easy. Easy. Übelriechender Gestank, der auch. Der gast aus. Der gast aus. Daneben. Okay, ich muss hier gucken, dass ich wegkomme, das ist klar. Ja, er geht direkt auf meine... Nee, geht er nicht. Er hat sie nicht gesehen. Er hat sie nicht gesehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, die 2 sind platt. Er hier muss mal ein bisschen gucken und sie hat jetzt die Chance, einfach mal straight durchzumarschieren. So. Dann noch ein Stück zurückzugehen. Und vielleicht Schattenschnitt. Erst verborgen zu bleiben. So, und ihn zu schnetzeln von hinten. Ich mach dich Messer von hinten. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So, und jetzt kann ich noch ein bisschen rumlaufen und mich nicht in einer Stachelfalle verstecken, sondern hier in einem üppigen Gebüsch. Von welchem aus ich Folgendes tun werde. Eine Wurmfalle legen. Und zwar keine Wurmfalle legen. Ne, ich mache einfach nichts. Man muss jetzt nicht so viel platt machen. So. Also jetzt zu euch. Wir müssen hier raus, ja? Fanghaken. Fangranken, sorry. Yeah. Okay, dann... Ach so! Ich darf mich da gar nicht bewegen. Ja, das ist schlecht. Okay, dann gehe ich da besser nicht hoch. Okay, die Fangranken sind jetzt aber weg, richtig? Das heißt, jetzt kann ich dich hackschnetzeln. Ja, gut. So. Kann ich dich hackschnetzeln, okay. Matsch. Auf die eigenen Leute, so. Schön doof. Schön doof seid ihr. So, wenn du dich da hinstellst, triffst du den da. Aber das geht deutlich besser, wenn er sich ungefähr hier vor dich stellt. Okay, und jetzt nochmal zu dir. Also ich muss da auf jeden Fall raus. Wenn ich oben rumgehe. Ja, der Fangranken halt, das ist klar, ne? Oh, hat er mich jetzt ganz zu sich gezogen, der Klabusterbär. Der Klabusterbär? Ja, was weiß ich. So, ich habe gerade noch eine Idee gekriegt. Was wäre denn, wenn er hier eine Sprengmuschel da hinschmeißt?
Ja, dann mache ich mir selbst Schaden, aber ich werde ausgespuckt oben, mein Männelein. So, gut. Ah, okay, das wollte ich eigentlich noch gar nicht machen, aber egal. Ich wollte eigentlich so ein Dreier-Dingens machen, aber passt schon. Was ist jetzt los? Och nö, noch einer. Sind doch schon genug. Wo werden die geheilt? Au. Ah ja. Ja, okay. Das schon wieder. Kriegst du zurück. Willst du auch noch. Er hat mich gleich wieder ausgespuckt. Der da unten. Okay. Interessant. Pass auf, pass auf, pass auf. Sehe ich das richtig, dass ich durch dich nicht durchgehen kann, scheinbar? Warum eigentlich nicht? Das ist schade. Dann muss ich dich halt von hinten messern, Junge. Mir bleibt ja keine andere Möglichkeit, als ihn zu messern. Was sollst du machen? So. Jetzt verstecke ich mich. So, eigentlich habe ich gar nicht mal so wenig Energie. Ich verstecke mich in einem heiligen, üppigen Busch. Und dort werde ich vielleicht die eine oder andere Wurmfalle hier hinlegen. Direkt sichtbar hinter den Busch. Ich meine ja nur. So. Dann... Hier liegt Kotze. Erlittener Schaden minus 10%. Erzeugt einen Irrkappenpilz. Das hier ist einfach nur ein Felsbrocken da oben. Ich bleibe einfach hier stehen und heile. Genau. Ich war zu früh. Ich weiß, ich hab's mitgekriegt. Ha! Ganz schlau. Ich hätte auch eigentlich noch warten sollen, dann hätte ich nämlich... Naja. Überlegen. Ja, weg damit. So, der ist weg. Alles klar. Jetzt haben wir da oben noch die zwei... Weil ich nicht genau weiß. Ah, hier unten sind wir erstmal vor seinem Laber sicher. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. Aber wir sind sicher davor. Jetzt pass auf. Ich mach diesen Move. So. So, und wenn er sich jetzt gleich bewegt... Ey, nicht matschig machen. Und dann kriegt er ja gleich noch eins rein. So, jetzt muss ich gucken, aufpassen. Da hat irgendjemand eine Falle hingelegt. Keine Ahnung, wer das war. Ja, dann bin ich halt gerutschigt. Egal. So. Okay. So, easy, genau. So, jetzt der Gegner am Zug. Er wird jetzt wahrscheinlich seine Ranken machen oder so. Oder auch nicht, weil ich erstmal draufhau. Genau. Schön blöd. Hat er wieder seine eigenen Leute getroffen. Rülps. Der geht erstmal nach hinten. Ja, gut. Gut, dann mach du das. Gar kein Problem. Darfst du gerne machen. So. Also, hat mich gleich wieder ausgespuckt, ja? Sehe ich das richtig? Okay. Dann machen wir das Ganze von hinten. Wie immer, Messer von hinten. So, gucke. Alles klar. Dann verstecke ich mich in diesem, nicht in diesem heiligen, üppigen Busch. Damit verstecke ich mich mit ihm hier. Kriegt er 15? Nee. Okay, dann pass auf. Dann machen wir das. So. Und ich
Hau. Hallo? Nee, ich will den Busch eigentlich... Okay, jetzt warten wir erstmal. So. Genau, du kannst dich hier verstecken, aber nicht da reintreten irgendwo. Alles klar. Wartest hier. Er hier stellt sich hier hin. Und powert seinen Supermove auf. So. Er hier stellt sich hier hin. Und da er keine Heilung machen kann, macht er einfach Angriff. Und jetzt kommt der Brain Move, wie ich das ja so gerne sage. Er hier greift den Pilz an. Bam. Und der Pilz heilt die Leute. Schön, oder? Schön. Also, hab ja noch einen. Du stellst dich jetzt... Also, er kann sich nicht mehr bewegen. Doch, ein Stück vor. Du gehst auf Lauerstellung. Naja, was ist denn dieses Ritzen da? Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Ich bin doch hier gut versteckt, Mann. Okay, auf geht's. Fangen wir mal hier an. Ja, jetzt pass auf. Komme ich mit dir da hinten hin? Ja. Zieh ihn bitte herbei. Zack, zack, Doppelschaden. Haben wir gut hingekriegt, finde ich. Was gibt's denn? Noch ein Seelenstachel. Ja, der bringt mir jetzt nicht mehr so viel. Jetzt sind wir ziemlich gegen Ende. Eine Rhythmuskette, okay. Ist irgendein Level-Up? Nö. Doch, hier, was gibt's hier? Plus 5 für Magie und Glückswerte, Passivwarnung. Kritische Chance von Gegnern um 50% reduziert und passiv zu laut. Chance von unruhig auf 75% erhöht. Magie und Glück. Komm, wir gehen Magie und Glück. Keine Ahnung. So, ansonsten bleibt alles wie es ist. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat gut geklappt. Und jetzt können wir noch hier, also ich kann ja jetzt nichts anderes wählen, also muss ich jetzt beim Händler vorbei, was aber ganz praktisch ist, ich habe viel Zeugs, wo ich nichts mit anfangen kann. So, was hast du denn Feines? Lass mal ein bisschen über den Dschungel sprechen. Hallo, schön euch hier zu treffen. Wie läuft's bei euch im Rhythmusdschungel so? Na, schon Erfahrung mit dem berüchtigten Dschungelfieber gemacht? Ja, dieser Ort ist eine Todesfalle. Der Umgang mit den Moskitos und Feen kann knifflig sein. Ich hoffe, ihr habt einen Bogen dabei. Na klar, nicht irgendeinen Bogen, sondern Racines ebenso berüchtigten wie makellosen Kriegsbogen. Ich wollte gerade brüchigen Bogen sagen, aber okay. Na, das ist ja ein beeindruckendes Exemplar. Aber ich fürchte, das wird nicht genug gegen das Fieber sein. Ihr solltet euch auch unbedingt einen Vorrat an Rujubi-Blättern anlegen. Hab ich, nutze ich trotzdem nicht. Die werden verhindern, dass das fiese Dschungelfieber in eure Kriegskapelle umgeht. Also, was darf's denn sein? Nee, alles klar. Zeig mal her, was hast du denn Feines? Unerbittliche Armschienen. So viel Geld habe ich nicht. 0% kritische Trefferchance. Geil. Das Schmuckstück erhält plus 5% kritische Trefferchance, wenn es einen Gegner ohne kritischen Treffer Schaden zufügt. Der Effekt kumuliert sich, bis du einen erfolgreich kritischen Treffer erzielst, wird danach zurückgesetzt. Da. Gebogene Klinge haben wir selbst sogar noch. Und Donniger Umhang. Gegner erleiden 50% des dieser Einheit zugefügten Schaden als Selbstschaden. Das ist cool. Was auch cool ist, ein paar Sachen zu verkaufen. Zum Beispiel das da. Oder den Seelenstachel verkaufen. Mit dem können wir jetzt nichts mehr anfangen, den einen. Den anderen, den lassen wir natürlich. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich den verkauft habe. Nee, da, guck. Wo waren wir denn? Da. Da. Schlecht in gute und gut in perfekte. Achso, der ist aktiviert, so. Dann haben wir 6% mehr Schaden für mehr Geld. Geld haben wir nicht, fertig. Das verkaufen wir. Das haben wir schon verkauft. Was können wir denn noch verkaufen?
den da, kritische Chance und pro Feld, ja, shit on it. 10% kritische Chance. So generell. Das Abklingszeit, da ist noch. Verdoppelt die Verteidigungswerte von Geländestücken. Ja, da hätte ich auch das andere nehmen können. Habe ich aber auch nicht genommen. Ich hatte doch irgendwie noch sowas. Ah ne, das habe ich glaube ich gar nicht ausgewählt. So von wegen, ja. Okay, gut, ich habe es selbst vergessen. So, zeig mal her, was haben wir denn hier alles? Ich habe einen Haufen Zeugs, hey, das ist Wahnsinn. Krass. Dann alles gut, kaufen wir was. Sollen wir noch ein bisschen Pulver, Rauschblätter, noch ein paar Fallen kaufen? Jetzt habe ich ordentlich Kohle, jetzt könnte ich mir eigentlich auch alles holen. Das da ist, das finde ich halt immer schön. Aber wem würde ich das geben? Das gebe ich halt meistens dem Tank. Aber den habe ich ja gar nicht dabei. Von daher, nö. Ist schon in Ordnung so. Ich bleib so. Ich spare mein Geld. Kannst du sparen? Bringe ich am Weltspartag mit der Sparbüchse, gehe ich da hin und bringe das zur Bank und krieg dann so viel Zinsen. Das glaubt ihr gar nicht. So. Ja, dann zeig mal, was gibt's denn Neues? Zweite Hälfte der Karte, bitte. Aha. Nur 2 Kämpfe, sehe ich das richtig? Richtig. Sag mal her, was haben wir denn noch Feines da? Weil das dauernd sagt, dass ich leere Slotplätze hätte. Stimmt doch gar nicht. Oh doch. Hä? Ich hab den verkauft, den sie hatte, den wir mühevoll hochgelevelt haben. Habe ich ihn doch verkauft. Ja, schön. Geil, danke. Du Eumel. Das bringt ja... Wir hatten 2 Stück und ich habe natürlich genau den verkauft, den ich angelegt hatte. Warum sagt das Spiel mir das nicht, dass ich doof bin? Ja, ich bin von ganz alleine gerade drauf gekommen. Super, jetzt haben wir natürlich nur Schwachsinn dabei. Ja, geil. Ich will es ja nur ein bisschen spannend machen für euch. Ja, komm, ran damit. Wenn ich halt so im Redewahn bin, dann bin ich im Redewahn und nicht im Laber, nicht im Lesewahn. Das ist schlecht. Ich muss jetzt ein bisschen weinen, so einen Tag lang.